Buenos dias. Van der September de 1. 2020. Slag 5 Mars en van der wel we merken wat ze naam Chille relleno. Stuffed peppers. Die haben da bei der mexikanischen Stuhl in Winkler, das nennt sich El Roy. Sehr feine Peperschoten diese Weg. Fort du mal checken. Du holst meine Peperschoten. Lange Karte, Chilaca, Jalapeno, Chile ancho. Sehr feine Peperschoten. Yes, there's a store in Winkler. It's called El Roy. That's where they have wonderful peppers this week. For stuffed peppers, jalapenos, salsas. If you want to buy good peppers, go there. Mexican store called El Roy. It's 1 block south of McDonald's, basically. Thank you. Ja, das ist der mexikanische Stuhl hier in Winkler. Da haben sie eine sehr feine Peperschoten-Tempfigkeit. Hier in Winkler, ein Block Süden von McDonald's. Lecker bei 32 in Rablen. Sehr feine mexikanische Produkte und auch sehr feine Peperschoten. Okay, das wird von alles verbrochen. Hier haben wir unsere Peperschoten. Wir haben noch ein Chile ancho, so einen Bräuten, und dann jeweils so eine Chilaca. Und da haben wir Ground Beef, gemoldenes Rindfleisch, da haben wir Käse, haben wir Malt, zum hier in dich hier, Salz und Pfeffer, ein paar Eier, ein klein bisschen Mehl. Und hier haben wir noch eine Sippel, haben wir was haben. Wir wollen von der Chille relleno merken Stuffed Peppers, sondern was die Fleischbeeren haben. En Käse tegenaan. Als dan bloß met Käse, aber wir wollen von der mit Fleisch und Käse taub. Dankeschön. Okay, und dann haben wir das gemolde Fleischbroten. Das ist noch ein bisschen hart gefroren, aber das wird ja abgeben. Dankeschön. Okay, und dann haben wir die 2 geschnittene Sippeln hier machen ans gemolde Rindfleisch. Und dann das Pfeffer, so viel es geht dann legen. Ja, und dann wird Salz, nicht versalzig. Die wollen das lieber, nur Salz steht versalzig. Ja, und dann wird das durchbroten und dann verdreht. Wir noch ein klein bisschen Chesnick oder Garlic mag. Ich habe nicht andere Chesnick, dann habe ich hier ein klein bisschen Chesnickpulver immer noch. Dankeschön. Das schmeckt immer sehr schön. Ja, die Etschaugen, die haben dann mit dieser Lachekes fein gerieben, da ist es dort. Nu lassen wir hier mit dem Butter legen, oder das Mehl, die dann mit alle rüberkämpfen, dann haben wir uns die Gourmet Steam. Dankeschön. Ja, dann merkt man uns die Etschaugen go. Wir haben hier 2 Gruppen, das boerste Gruppe hat Lachekes Uing. Und Uing hat dann Butterbeeren. Und dann dauert ein bisschen Dompen, Steam. Weil ich kann dir auch anders kerken. Dankeschön. Ja, das Fleisch ist gut, nu hat das hier ein bisschen boven hecht, oder das aufsehen, das ist sehr important, dass wir das Fleisch drehen an die Peperschoten anstappen. Dankeschön. Okay, hier haben wir das Fleisch nicht rein. Wir werden da was jetzt machen, das braucht schrecklich viel. Das so was dort Fleisch, ein bisschen mehr Fleisch, weil das hält das Fleisch mit aller taub. Dann hier haben wir dann Käse, fein geriebener Käse, ich kann dann so einen Käse gebrochen, ich will dort noch ein bisschen machen, vielleicht. Ja, so viel geht dann gleich. Eins geht dann in Mexiko, Chille relleno merken Stuffed Peppers, volle Peperschoten, bloß mit Käse, aber ich war das gleich, das von alles ein bisschen. Mit Etschauken und mit Käse machen, dann drehe ich das durch, dann die gleich noch mit mehr Etschauken, das Käse machen, dann drehe ich dort. Drehe das ist das fein durch. Und dann verdreht die Peperschoten falsch starten. Wie man die Peperschoten rein merken, wollen, wie sie wo wir dort tun. Dankeschön. Okay, hier haben wir unsere Peperschoten. Nu werden wir die räuschen. Und ich will ein bisschen Secret sein. Meine Prima von Mexiko. Die sieht, wenn er sich die Hände ein klein bisschen ausschmürzen. Und dann diese Peperschoten alle ein bisschen ausschmürzen. Dann werden die dann räuschen das. Da schalen sich viel besser auf. So, ich wurde nicht alle ein bisschen angelipsen. Bloß einmal ein bisschen, bloß dass die ein bisschen schmutzig sind. Und dann da die räuschen und dann schalen die sich bloß wunderfern auf. Nur ein bisschen, wo die räuschen. Dankeschön. Ja, nu doen we hier weer rijsten, wat ik gewoon zwart zijn. En dan werden we die op een plastic lust nemen, die laten schwijten en dan werden we die opschalen.
Da, check mal, das ist nu ganz schwarz geregnet. Was wir dann tun, ist dann da wir eine Plastiklösch nehmen und dann lassen wir die Beeren schweiten. Und da schale ich sehr Fan auf. Da, ich wollte noch einmal sehen, wie es den sitzt. Das ist dann ganz schwarz gebrannt, sehr Fan. Und dann, was wir dann tun, dann da wir hier ist das eine Plastiklösch nehmen. Check mal das, hier haben wir eine Herdbeeren. Wait, mal wiesen, was es steht. Hier haben wir die alle Beeren an der Löschbeeren. Du kicken wird das Steam, der nu auch die Tomjacken. Den Löschtomjacken. Und dann lässt ich da Beeren schweiten. Für about 15 Minuten oder so, 20 Minuten. Und dann kann ich das sehr fein aufschalen. Dankeschön. Okay, und dann was wir dann tun, dann da ein bisschen Maß nehmen und dann da ein bisschen aufstrecken. Schon sehr fein. Und für so eine Menschen, die sich nicht wollen hängen, schwingen, dann vor den Start, ich habe die so eine Handschuhe aus der Doktorsprocken, so eine kleine, was sie nennen, Surgery Gloves zum Operieren, so eine derne Handschuhe, dann braucht die nicht hängen schwingen, aber wie war das dort nicht? Die gehen ja immer zu waschen. Du kriegst und kick mal dort, wir schaffen bei so viel. Und weil die nicht 100% reinstehen, da werden die Rechte nicht ab. Dann braucht es noch Nervenperlen. Bloß dieses das aufstrecken, du hast es dort. En dan wat je bezig worden, doe dat dan uitnemen. Krijg je start en dan je de alle start afschalen door. En dan dat we de alle start en dan wat je bezig worden dan uitnemen en dan wel die vol starten. Dankeschön. Okay, dan wat je mal mezen wat we dan doen is dan dat we hier de stip jetzt in de rand snijden. Niet wingen daar, plus hier boven een beetje. En dan nemen we een Teillepel. Dann hier beim Stängel direkt ein bisschen rauf. Und dann, da kann ich sagen, das sind die Kinderbeeren. Die nehmen wir dann raus, die stricken wir dann raus so machen. So, schneiden wir die. So, da kriegst du es dort, nehmen wir die aus. Wir wollen die Rand nicht zu schrecklich groß machen, dort werden wir nachher voll Fleisch starten, das soll er nicht raushaben. Ich wollte noch einwiesen, das wie ein Chille Anschau, das ist ein bisschen breiter. Anschau meint breit, mit das Eck. So, mit einer Rätsel schneiden, mit einem Teillepel da mit hier beim Stängel ein bisschen raufdrücken, nicht ganz durchdrücken, dann halt dort Loch. Du kipp mal dort, kriegst du es dort, strecke dort raus und dann schneide ich ein bisschen zwei dann noch eine Hahn mitnehmen, ein Fersch. Du kriegst es dort, da ist alles dort. Und dann werde ich Fleisch starten. Das wird sehr einfach. Dankeschön. Okay, da wollte ich mal wissen, wo wir die vollstarten dann. Hier haben wir dann nu ein Havel vollgestoppt. Kann sein, das ist eine fade See. Wir wollen uns einen frischen nehmen und dann haben wir den so ab, haben die Schmackerei gemacht. Und dann da mache ich die Finger schlecht mit erschwingen. Und dann das ein bisschen alle werden, so fein nehmen, püren. Kriegst du es dort. Und ich werde hier zweimal so viel Käse machen, das gewöhnlich Menschen tun werden. In Mexiko dann so viel bloß der reine Käse. So, und dann kickst du mal das. Oh, ja. Und dann werden wir den so Tomjacken und dann nachher, wo wir Tempüller sprochen, um den ein bisschen zu sparen, was wir in die Brot haben. Du kickst mal dort. Oh, den sitzt hier allmäßig mir. Ja, noch einmal schön einwiesen. Kriegst es dort. Oh, ja, das geht noch ein bisschen schön. Das steht Wahlstarten da von der Peperschoten starten. Du hast eine Spätzle an alle Wegen geschät. Ja, kriegst es dort und dann, das ist erst ein bisschen nur voll, aber dann, wo wir es dort da und den Tod reichen, du, check mal das. Kriegst es dort und dann, wo wir den nachher ein bisschen Tauschbalken mit Tempüllers, ich will wissen. Dankeschön. Check mal, da liegen die Vater Playstation. Hol mehr Schlup. Alle so Fahrpanzig und nu sind die Leute zum Bruden. Dankeschön, nu werden wir den dekorieren. Okay, hier haben wir 3 Eier. Wir haben das Chille apart, dann das Witte apart. Nu werden wir das Witte schlagen, dass es dick wird. Und dann werden wir das Chille machen und dann ein bisschen Mehl. Dankeschön. Okay, dann werden wir das Witte vom Eier, der Eier geschlagen, das ist das hier. Ja. Weil das ist ganz dick ist. Und da wird es nicht wiesen. Wow, nu fängt es an ein bisschen dick zu werden. Nu werden wir das so lang, aber das Eier sehr fein dick ist. Okay, nu haben wir das Witte vom Eier sehr dick.
Und dann haben wir hier das Chille vom Ei. Ich habe ein bisschen Pfeffer gemacht und dann da wird hier Sachen gesucht nehmen. Sachen snel drehen. So, also das hier vorher Sachen snel. Dann was wir dann tun, ist dann da noch ein, zwei Lepel Mehl bauen wird nehmen. Das ist Start. Ai, ja, kein Check mal das. Oh, ho, ho, ja, ja. Dat twee lepels van meel er zo. En dan wel de Chille erin dokken en dan wel de broden. Dan zijn. Die liepen bloß bij het vaart bij 365 is of zo. En dan wel de broden. Fahrenheit. Okay, dan wat we dan doen is dan nemen we, dat is zeer, zeer wichtig, dan nemen we een peperschoot. Dan doen we de eerst en dreht meel en rol. Dat die ganz mehlig ist, das dort. Was anders wird das nicht backen. Ich hatte mal doen ohne Mehl, das wusste ich nicht. Und dann kämen wir das dicht alle los. Und dann doch wir den hier so ernst, das war die mal ab ihres Fall im Boden. Die tiet im Jahr, waar sich boden soll. So, das fängt mal dort. Und dann, was wir dann tun, ist dann leiben wir den hier näher. Check mal dort. So. Kratz ist dort, ich will biegen. So, nu ligt. Krak, das dort. Nou, we den broden wat de fijn broden als een beetje zien. Dat gaat als das krak raakt. En dan wollen we den andrehen, want deze mensen broden als. Gewoon een paar Gurken nemen. Aber niet zitten, dat wordt bloß sehr, sehr fein schaffen. Ja, und wir wollen hier noch einiges dort. Hier ist das. Ja, krak ist dort. Wo wir noch einiges Mehl andocken und dann wo wir den hier das Stück der schlagen, der vor den am Boden. Das sind dann der sehr fein anbaken dat die. Kijk maar dat. Oh ja. Kijk is dort. En den anderen den kann ich vielleicht andrehen, ich will mal sein. Da sind unsere Chille relleno. Vollgestopfte Peppers. Stuffed Peppers. Nu wou de smaken. Dankeschön. Naja. Was ich immer sage, wir werden dankbar sein für was Gott uns gesehen hat. Er gibt uns, was uns fehlt, nicht was wir immer wollen. Mag Gott euch auch alle sehen. Und hier haben wir nu was in einem Chille relleno. Nu will ich das schmecken. Ich habe da Arbeit gehabt mit dieser, aber ich will Ihnen sagen, ich glaube, das wird sein. Ja, Käse und Fleisch dabei. Oh! Ich stond al klap 5 s'morgens op om deze melken. En die brengen das so reinreich nur nicht. Ich mache einfach noch mit der Salsa noch, mit heute Salsa. Und dass ich auch sehe, die Kai bei Allroigkeiten kriegt nu, diese Weg. Sehr feine Peperschoten. Ho, ho! Ich will mal noch eine große Morgen auf so ein Stück melken, die kann ich aufrühren. Weil die schon voll Fleisch gestoppt. Dann da die an so einem Plastik errauben, dann da die Pot aufrühren. Und ein Blut auf so einem Papier, das nicht anbauen darf. Und dann, wenn ich dann eingefroren, nicht den Mehl an den Dich andocken, das tue ich nur her. Die bloß Käse das aufrühren, klampes, die Winter. Dann darf ich die ab und dann lässt ich den mit aufladen, wenn ich abdarf, dass die nicht suppig sind. Und dann da ich den Mehl andocken, so ist es kurz Zeit. Und dann da ich die Broden. Und dann habe ich Chille relleno. So dat is wat ik wil. Ik wil maar een grote morgen melken. Dan wil ik me die alle afvrieren. En dan ga ik de winter even sehr schöne Chille relleno. Nu wordt nog eenmaal. Hoho! Ik heb me hier zo sterk gemerkt van Proustek. En ik had in geval, die worden verschoren, dat half alle worden, en vergeet niet die teempillen eruit te nemen, waar die brokken te durchbouwen. Die moet je een heel brokken te je teen erin maken, maar. Oh! Sehr schön. Ik merk dat door, ik weet als ik dat arbeid, maar dat Fleisch dat jij een dag verruit merken, wird das nicht alle an einen Tag tun.
Aber das ist das wird. Weil je vielleicht nicht alle Tag, aber schmeckt sehr, sehr schön. Prost das auch. Das wird nicht leicht werden. Wenn die Peperschoten legen, diese brennen nicht. Ich wollte dir noch einmal wiesen. Hohoho. Riva Chihuahua an den Käisen, das Fleisch der aller Bären. Oi, oi, oi. Hier mal der. Ja. Prost das. Das wird nicht leicht werden, das wird ich näher.